Hallo und willkommen zurück bei Anno 2205. Da fliegt gerade was vorbei. Den neuen Strategiespiel für den PC. Wir haben gerade letzte Folge angefangen, hier unsere... jetzt habe ich schon wieder die falschen Tasten in der Hand. Unsere Siedlung zu bauen. Oh toll, jetzt hat sie sich auch noch gedreht. Wie man hier so mit Y und X. So, hier ist natürlich wieder die quere Ansicht, dass man von oben nach unten sieht, wobei man die, glaube ich, hier auch ein bisschen drehen kann. Genau, da kann man von Fahrzeugen switchen. Minimap-Filter. Oh, da sieht man die Bauplätze, alles klar. Transferrouten gibt es wahrscheinlich noch keine, genau. Gut, und das ist dann wahrscheinlich der Kameramodi. Lass ich jetzt mal. Was haben wir hier? Angestellten, Arbeiter. Gut, dann mache ich mal lieber die Weltkugel. Wir haben momentan 82 Arbeiter von 200 und wir müssen als nächstes ein Infozentrum bauen. Produzieren sie Wasser, ist wahrscheinlich unser nächstes Ziel. Also wir haben hier neues Zeugs und zwar haben wir hier Wasser. Das kostet uns 500 und Polymere 5. Liefert Wasser, das ihre Angestellten benötigen. Okay, wie groß ist denn das Ding? Benötigt Küstenbauplatz. Aha, okay. Das ist so ein Küsten... da. Machen wir doch da, weil da unsere Industrie ist. Und ich nehme dann mal stark an, dass wir da auch eine Straße hinmachen müssen. Können wir eine Brücke bauen? Ne, okay. Oh, da will ich nicht, weil da... Hat schon seinen Grund, wieso ich da nicht will. Da will ich nämlich noch ein Sonnenblumending hinmachen. So. Ja, Sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das die einzige Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. Okay, danke für die Information. Bewerben Sie Arbeiter an... Okay, den geht's jetzt schon viel besser. Mal sehen, wie viel hat in so einem Haus wie Platz. Ist die Lage? Kann ich irgendwo die Aufstiegsrechte gleich deblockieren, weil das mache ich immer, weil ich mag es nicht, wenn... Die Geschäftserfolge nehmen zu. Ich mag es nicht, wenn sie automatisch befördert werden, aber ich glaube, bei diesem Spiel können sie gar nicht automatisch befördert werden. Also sieht so aus wegen dieser Taste hier unten. Bin mal gespannt. Warenübersicht. Ne, ich will ins Beimenü und da steigen die Arbeiter immer noch an. Aber Haben Sie Arbeit für mich? Wie viel wohnen denn in so einem Wohnhaus? Bis zu 5 Angestellte. Und wie viele Wohnhäuser haben wir? Das sind dann mal 15, 15, 20, 24, 28, 31. Okay, das gibt ja um die 150. Also es könnten hier noch mehr hinzufügen. 155. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen mehr bauen, aber vorher brauchen wir dieses Transportzentrum. Das wäre das Infozentrum. Was brauchen wir dafür? 200 Arbeiter. Ja komm, dann machen wir doch noch ein bisschen Arbeiter hier. Fertig geredet, wird endlich mal was gebaut hier. Alles klar, diese Soundeffekte, die verwirren mich. So. Dann können wir hier eigentlich eine Straße durchführen. Ja, nee, vielleicht habe ich ja mal irgendwie ein Gebäude, was da mal hinpasst, wer weiß. Ich weiß nicht, ob man vielleicht da mal kann man da... Nee. Also aber ich hoffe schon, dass man hier auf dem Berg irgendwie was machen kann, weil das ist sonst ziemlich viel Platz, so sein, dass verschwendet wird. Ansonsten könnte ich jetzt nicht sagen, ob die Map kleiner ist als irgendwie bei Anno 2070. Ich glaube, man kann hier auch eine ziemlich große Stadt errichten. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir ganz viele Inseln hier unten haben, sondern wirklich nur diese 5 Inseln, die wir einfach nur besiedeln können. Aber ja, ich bin mal gespannt. Wir bauen jetzt mal weiter und zwar eben noch ein... Lass mich überlegen, ich will da nachher irgendwie noch einen Dorfkern machen. Sonst mache ich den Dorfkern dann da. Mache ich jetzt trotzdem noch so ein Quartier. Und zwar 6 brauche ich nicht. Zack und dann... Oh. Wollte ich nicht. Dann Häuser. Mit den Kurzbefehlen bin ich mir schon ein bisschen vertraut. Das heißt, ich weiß, wie man gleich zur Straße kommt. Da mit S und mit H kommt man gleich zum Wohnhaus. So, weil ich wette, man muss auch wieder Gebäude bauen, wo irgendwie dann Häuser beanspruchen und ich sehe schon, dann werde ich irgendwas abbricht wahrscheinlich. So, jetzt sehen wir, können wir das erweitert. Infozentrum bauen. Ja, und das müsste es natürlich irgendwo bestimmt zentral hin, oder nicht? Ne. Weil dann mache ich es einfach mal hier hin, so, vielleicht da oder dahin.
Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Wenn wir hier so Anfang der Stadt machen, die Stadt nach oben kommt, dann würde ich mal sagen, dann bauen wir einfach das hier hin. So. Ja. Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Damit könnten Ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. Bewirten Sie Angestellten, die in einem zugewiesenen Wohngebäude leben. Es ist ein guter Tag. Umso besser, wo Sie jetzt da. Alles klar, jetzt können wir also schon mal ein paar Leute befördern. Mal sehen, wie das dann aussieht hier. Haben Sie Arbeit für mich? Wir befördern dich, lieber. Bemerkenswerte Fortschritte. Sie haben Arbeiterkolonnen und Bodenpersonal schneller zusammengestellt, als ich erwartet hatte. Ja. Sie sind für die erste Hürde mehr als bereit. Dankeschön. Das Programm erfordert, dass Sie Ihre Stadt über den Weltraumlift mit der Raumstation der Global Union verbinden. Bislang setzen nur Megacorps wie die Big Five so eine Technologie ein. Aber Sie haben sicher auch das Potenzial dazu. Natürlich, ich bin Coolio. Gut, Nummer 3, das Mondlizenzierungsprogramm, der Weltraumlift. Es ist ein weiter Weg, Ihr Weltraumlift. Bauen Sie Windparks. Jetzt wollte ich erwarten, aber das habe ich schon gegeben. Ja, so, hier so. Es ist ein weiter Weg, Ihr Weltraumlift wird direkt ins Hauptquartier der Global Union führen. Beginnen Sie damit, Ihren Raumhafen mit einem Weltraumlift zu verbessern. Produzieren Sie Baubots, Entschuldigung. Produzieren Sie Vitamindrinks. Ja, alles klar. Werben Sie Administratoren. Bis jetzt haben wir 10, das sind wahrscheinlich genau die 10, die hier drin wohnen. Und wir brauchen 1000. Klicken Sie auf den Raumhafen. Beginnen Sie das Upgrade. Alles klar, zuerst müssen wir den Lift verbessern, indem wir gewisse Dinge herstellen. Das sind diese hier. Und für das brauchen wir diese neuen Arbeiter, weil die haben jetzt ja schon alles. Das heißt, wir können jetzt hier einfach mal so ein Quartier aufsteigen lassen. Einfach mal so just for fun. Und jetzt denke ich, brauchen die wahrscheinlich noch andere Essensarten. Oh, der Reis geht zurück. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssen schon mal hier vielleicht eine zweite Reisfarm machen. Und hier wollte ich ja sowieso mal noch eine zweite Sonnenblumending machen. Die ist zu 93% ausgedient. 93%, wieso dann nicht 100%? Aber weil die Energie fehlt. Okay, alles klar. Das heißt, wir richten mal das erste Windkraftwerk. Hier noch was Platz? Ja, dann machen wir es doch hier hin. Die muss man auch anbinden. So, Verkehrsanbindung. Jetzt haben wir wieder 45. Das heißt 100%, 100%, 100%. Gut. Wie viel kriegen die? Sieht man nicht. Okay. Ich hoffe jetzt, es reicht mal. Mal schauen hier. Geht hoch, geht hoch, geht hoch, geht hoch. Gut, dann können wir weitermachen. Wir haben jetzt neu die Administratoren. Was ist das? Ja, ich weiß, ich lenke immer vom Thema ab. Wir haben neu die Administratoren und die können hier machen Feldspattmine, Liefermann und Keramik zur Weiterverarbeitung. Das ist eine Biene, eine Mine, eine Biene. Ich bin eine Biene. Gut, das ist eine Kobaltmine, Lieferkobalt. Und das ist dann wahrscheinlich, das braucht dann diese zwei Dinge und das macht dann Baubots. Baubots. Und hier haben wir dann wahrscheinlich verbesserte. Ist das schon verbesserte Wind? Ne, das ist der gleiche Windpark. Ja, ja, ja. Können wir direkt große Wohnkomplex? Oha. Wir können Wohnkomplexe erstellen. Aber dafür braucht man Baubots. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal dann die Arbeit, diese zu generieren. Und für das brauchen wir jetzt diese Firmen. Ah, wow, das sieht ja nice aus. Ich wusste, dass hier irgendwas läuft. Nick Papadakis von Papadakis Enterprises. Wenn du einen guten Deal willst, komm in mein Lager. Nick Papadakis, wie hieß der gerade? Super Name. Also wir erstellen hier mal die erste Mine, das sieht ja schon mal toll aus, dann ist wenigstens der Platz da ein bisschen genutzt. Bams. Und dann brauchen wir natürlich noch die Kobalt-Weiterverarbeitung. Bams! Und die benötigt natürlich dann Bauanbindung wahrscheinlich. Ne, ist ja logisch. Die kriegt sie auch. So. Und
Jetzt haben wir jetzt zu wenig Energie, alles klar, machen wir ein bisschen mehr Energie. Da kann ich nicht. Immer schön schauen, dass der Radius da... Ja, da passt bestimmt wieder genau so eine Sonnending hin eigentlich. Es geht mir wieder genau nicht auf. Stimmt das? Es passt bestimmt da wieder so ein... Moment. Ich bin da... Ah, yes, das geht. Ich bin da halt Perfektionist, wenn es darum geht, die Häuser... Warnung. Energiemangel. Ja, schon klar. Die Häuser so zu bauen, dass wir schlussendlich wirklich eine Struktur haben. Das wissen auch meine Freunde, die mit mir schon mitgespielt haben, ne, Roche? Bei mir muss es immer ein bisschen perfekt aussehen hier. So. Dann könnte ich auch noch weitere Leute aufsteigen lassen, aber ich lasse das jetzt mal noch. Ich will noch zusätzlich, bevor wir nämlich aufsteigen, möchte ich alles haben, was es braucht. Und dafür brauchen wir jetzt nur die Robotermontageanlage. Die sieht so aus. Und weil das auch eine Fabrik ist. Ah, das ist jetzt scheiße, soll man die Fabrik direkt in die Stadt hineinbauen. Das kann ich doch nicht machen. Jetzt sieht das übel aus. Aber ich finde ich toll, dass man nicht mehr so einen scheiß Kontor bauen muss, um die ganze Insel zu besiedeln. Das ist super, das ist ein Fortschritt. Soll ich das einfach mal hier hinbauen? Vielleicht so rum. Ja. Komm, das ist der Anfang der Stadt. Gut, Sie haben die Komponenten für den Lift beisammen. Für das Liftkabel sind jedoch spezielle Materialien nötig, die Sie nicht herstellen können. Aber ich lasse sie liefern. Okay, und die Energie ist natürlich immer weg. Cool. Dann machen wir weiterhin noch so eine Windanlage. Also, aber die braucht ja Platz, das ist ja brutal. Gibt es hier keine fortschrittlichere Windanlagen vielleicht nicht? Okay. Dann will ich sagen, ist mir fast da, ne? Warnung. Energiemangel. So, Schnauze, ich bin ja schon dran. Versuche hier den optimalen Standort zu finden, wobei wir haben jetzt hier ein Loch, wahrscheinlich war das nicht so optimal. Egal. Wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Gut, dann ist es jetzt an der Zeit, da noch ein bisschen mehr aufsteigen zu lassen. Ja, jetzt geht die Zahl schon runter. Und dann lassen wir noch die auch noch aufsteigen. Gibt es hier ein schönes Stadtbild. Warnung. Zu wenig Arbeitskräfte. Ja, ist ja schon unterwegs. Ne, jetzt heilst du schon die Schnauze. Bauoptionen erweitert. Weil ich jetzt nämlich das eingeholt habe, was er wollte. Und wir haben erweiterte Bauoptionen. Gehen wir gleich mal schauen. Jetzt gibt es wahrscheinlich diese Vitamindrinks. Genau, und für das brauchen wir natürlich Obstplantage. Wenn wir die Industrie weiterhin hier behalten, wird auch die Obstplantage natürlich ihren Weg hier finden. Und das werden wir dann wahrscheinlich hier so machen. Warte mal, wie groß ist denn die... Das ist perfekt. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, ich weiß schon. Ich muss jetzt dazu erstmal reinkommen, bitte. Hallo? Stress nicht gleich so. So, ich mache hier hin nämlich... wie hieß das nochmal? Ja, wie auch immer die Fabrik dazu. Und gleich daneben mache ich die Plantage hin. Es ist klug von Ihnen, sich um die Gesundheit Ihres Personals zu kümmern. Solche Vergünstigungen machen Sie zu einem attraktiveren Arbeitgeber. Vitamine, da bleiben die gesund, da bleiben die alle gesund. Und wir brauchen immer noch die Administratoren. Und zwar haben wir jetzt schon gleich die Hälfte. Und da wir schon bei der Hälfte sind, sind wir aber beim Let's Play schon ganz durch von dieser Folge leider. Nicht mehr in der Hälfte, tut mir leid. Aber ich hoffe, ach du Mann. Ich hoffe, es gefällt euch. Die Energie regt mich jetzt schon auf, dass die ganze Zeit alle ist. Warnung. Energiebedarf zu hoch. Ich weiß, ich bin ja... Gegenmaßnahmen empfohlen. Das war schon bei 2070 so, diese scheiß Bots da oben, die regen mich immer so auf. So, haben wir da Energie und wir brauchen doch noch so ein Transportmittel. Bauen wir natürlich sehr gerne hin. Und zwar, scheiße. Das habe ich immer schlau gebaut. Nicht hinsehen, bitte, nicht hinsehen. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Natürlich. Mann, ich sag ja, Perfektionist, denn das Ding muss hier hin. Weil, da haben wir hier nämlich noch Platz. Vorhin könnte ich nicht mal eine Straße bauen. Aber jetzt haben wir noch Platz hier. Seht ihr? Das meine ich. So. Ups, naja, egal. Was ist das denn jetzt? Naja, vielleicht wegen der Umwelt. Und wieder kein Strom. Willst du mich eigentlich verarschen?
Gut, ich sage hiermit vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Anno 22.05. Bis dahin. Tschüss.